heute habe ich den ultimativen Vergleich für dich. Lass mich raten. Lasagne gegen Regenbogen? Fast. Es geht um dich, also um Katzen gegen den Velociraptor. Was? Du meinst diesen kleinen, schnellen Dino mit den scharfen Krallen? Klingt nach einem echt wilden Kerl. Genau den. Wusstest du, dass viele Forscher sagen, der Velociraptor war wie eine Urzeitkatze? Na dann hat er bestimmt auch miaut sich geputzt und auf Sofas geschlafen. Naja, fast. Er war etwa so groß wie ein Truthahn, hatte aber einen langen Schwanz und überall Federn. Und er war super schnell und schlau. Also ein Dino-mäßiges Federvieh mit Pfiff? Klingt wie ein Huhn mit Rennliz. Wie groß war er denn genau? So etwa 2 Meter lang, mit Schwanz. Aber nur ungefähr so hoch wie dein Lieblingshocker. Ich bin vielleicht kleiner, aber ich kann auch schleichen, springen und mit meinen Pfoten. Zack! Velociraptoren hatten eine riesige, gebogene Kralle an jedem Fuß, wie ein eingebauter Schnitzhaken. Damit konnten sie Beute festhalten und sogar aufreißen. Oha, ich bleib lieber bei Mäuschen aus Plüsch. Aber ich kann nachts sehen, auf Bäume klettern und miauen wie ein Weltmeister. Und Velociraptoren lebten wahrscheinlich in Gruppen, wie ein Rudel von cleveren Jägern. Hihihi, da wär ich raus. Ich bin eher so, ich schleiche, ich springe, ich siege. Ganz allein. Und du lässt dir danach den Bauch kraulen, ein echter Profi. Aber ehrlich, ihr habt viel gemeinsam. Beide habt ihr super scharfe Sinne, starke Hinterbeine, seid blitzschnell und leise wie der Wind. Und ich habe ein flauschiges Fell. Nicht ganz dasselbe, aber der Velociraptor hatte bunte Federn. Vielleicht sah er sogar aus wie ein Pfau mit Jagdmodus. Ein Urzeitpfau mit Krallen, also quasi Hühnchen trifft Ninja. Und viele Forscher glauben, dass unsere Vögel von den Velociraptoren abstammen. Weil sie flattern, piepsen und in aller Herrgottsfrühe loslegen? Ja, und weil ihre Knochen, ihr Gleichgewichtssinn und sogar ihre Haltung ganz ähnlich sind. Dann bin ich sozusagen ein pelziger Dino-Enkel mit Schnurrfunktion. Wenn ihr heute ein Wettrennen macht, wer gewinnt? Ich natürlich. Aber nur, wenn ein Leckerli am Ziel liegt. Am besten mit Thunfisch. Dann müssen wir ein Dino-Leckerli erfinden. Vielleicht mit Urzeit-Trockenfisch und Federsalat. Nur, wenn kein Brokkoli drin ist. Sonst streik ich. Grrr. Also das nächste Mal, wenn jemand ein superschnelles, schlaues Tier mit Krallen sieht, Dann denkt dran, vielleicht war das der Urenkel vom Velociraptor. oder die Ur-Ur-Uroma vom Papagei, Aber ganz sicher nicht so kuschelig wie ich. Miau. da hast du recht. Der Velociraptor war stark, aber keine Katze kann so süß schnurren. Und jetzt bitte keine Raptoren mehr. Ich träum gleich vom Federrennen. Schnurr! Ole doli, doli doli, love it. Ole doli.